Es ist wieder Splatfest-Zeit, hier bei Splatoon 3 oder soll ich besser sagen, es war Splatfest-Zeit, dass ihr die Folge seht, dürften schon ein paar Tage vergangen sein. Das spielt aber keine Rolle, wir haben trotzdem Spaß hier mit dem Splatfest-Team. Heute geht es darum, welche Schoki mag man am liebsten. Sprich, so wie es hier schön steht, Zartbitter gegen Vollmilch oder gegen weiße Schokolade, die ja eigentlich streng genommen keine Schokolade ist, da sie keinen Kakaoanteil hat. Aber da mögen wir jetzt, denke ich mal, darüber hinwegsehen, wa? So, ansonsten eben der Zartbitter und so habe ich jetzt mal gewählt. Ich mag Zartbitter, das ist wirklich tatsächlich diejenige, die ich am meisten esse, wenn ich Schokolade esse. Und nach der ersten Halbzeit hat wohl die weiße Schokolade, liegt beziehungsweise in Führung. Das wollen wir natürlich verhindern. Mal Seekampf gewonnen, gerade eben. Jo, haben wir auch mal gemacht. Rechts unten stehe ich natürlich. Und jo, wenn wir sagen, wir legen dann direkt mal weiter im Text. Wir sind ja wie gehabt in der zweiten Hälfte des Splatfests und deswegen wagen wir uns an die Dreifach-Matches. Ich habe jetzt schon ein paar gemacht und ja, ist ein bisschen random. Manchmal sind wir in Zweierteams, manchmal sind wir das Viererteam. Und da finde ich cool, wie die Entwickler das noch angepasst haben. Vielleicht noch zu den ersten beiden Splatfests, wo es ja, oder vor allem zum ersten noch, ganz besonders, wo die Chance, ja einen Dreifachkampf zu bekommen, so selten war. Einfach halt irgendwie auch der Rhythmus und so anders war und jetzt eben, haben wir uns ein bisschen angepasst. Und wenn man jetzt Dreifach-Match auswählt, kriegt man auch immer ein Dreifach-Match. Yeah, Mann, wir müssen verteidigen, Freunde. Zartbitter gegen alle. Na dann. Und Zartbitter-Schokolade sollte sogar gesund sein, sagt man. Also beziehungsweise Kakao selber ist eigentlich etwas Gesundes. Normalerweise bei der Schokolade ist eher so der Zucker und so, der da ungesund ist. Jetzt auf einen Sniper. Dann mit der Gatling, eins von beiden. Oh, warum will jemand kommen? Daraus wird aber nichts, außer vielleicht der hier unten. Ja, komm mal, ja, Klaus hat das versucht. Nein! Das war gemein. Ach, sowas von gemein. Ja, das war zu spät, Freunde. Shame on you, shame on me, shame on all of us. Ah. Jetzt gehen wir gerade ein bisschen in die Knie, so wie es aussieht, wa? Ja, das ist auch schon die zweite weg. Huch! Ah, mit der Krabbe noch, okay. Deswegen bin ich wieder leicht verwirrt. Ich sehe nichts. Natürlich. Walesun. Mhm. Wollen sie wohl natzen, wa? Ja, und der andere hat auch nichts getan, super.
Ja, das war wohl nix. Ein Satz mit X war wohl nix. Tschung, 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 tschung. Oh, scheiße. Zermatt von beiden Seiten. Oh nein, wir wurden von der Schokolade mit sehr viel Zuckeranteil vernichtet. Nein, der Zucker hat gesiegt. Das Bittere hat verloren. Die Bitterness. Eine neue Waffe. Was haben wir da? Den da. Es könnte so bei den aktuellen Arenen gar nicht mal so schlecht sein, wenn ich den hier nutze. Vor allem mit der Sekundärwaffe, der Haftbomber. Glaube ich, könnte das noch was werden. Und wieder die Vierer-Zartbitterbande. Das ist mein 5. Dreifach-Match in diesem Splatfest insgesamt. Und ich hatte, glaube ich, nur ein einziges Mal. War im Zweierteam. Krass. Das Vierer-Team war dort, aber nicht mal die Weißen, war, glaube ich, die mit der Vollmilchschokolade. Ja, entdeckt, ich hab's entdeckt. Bleib hier oben! Ne, will's nicht, okay. Oh! Ja, hier sind natürlich so Splatling oder Sniper oder eben die mit dem Kampfpanzer. Ist natürlich OP. Da kann man ein bisschen. Okay. Die Vollmilch-Fraktion hat wohl nicht so viel drauf, weil die ist ständig tot. So, jetzt sind die Beine gerade weg. Das heißt, da kann man ganz kurz hier rein. Ein bisschen rumsauen. Oh nein, schon so einer. Krabbenpanzer muss sterben! Keine macht den Krabben! Nein! Ah! Hätte klappen können. Ja, das könnte eng werden. Ich
meine, sie haben keine Summiere-Dinger bekommen, also kein Abgegriff von den beiden, aber... Ja, vor allem gegen Vollmilch, das war knapp. Mapuchito. Schönes Ding. Sogar als ich auch nur zum einzigen Mal zwar, aber immerhin einmal die Spezialwaffe einsetzen konnte, auch das hat funktioniert wie gewollt. Er hat zwar versucht zu verstecken, aber es hat ihm nichts gebracht. Mabuchito, der war der irgendwie gar nicht dabei, war plötzlich weg am Schluss. Gar nicht mitbekommen. Naja, was beschwere ich mich auch oder frage nach. Sieg ist Sieg. Und ja, ich glaube, ich werde das bei künftigen Splatoon 3 Folgen, kann ich jetzt schon mal ankündigen, ein bisschen anders machen, weil momentan kommt die Folge nur am Freitag. Die Folge hier könnte auch am Freitag kommen, bin ich jetzt noch nicht so sicher. Das hängt ein bisschen davon ab, wie ich dann nachher das Ganze noch rendern kann für den nächsten Tag. Also es kann sein, dass es direkt einen Tag nach dem Splatfest kommt. Es kann aber auch sein, dass es erst ein paar Tage später kommt. Auf alle Fälle will ich eigentlich künftiges Splatoon 3 Online Let's Play Folgen künftig nicht mehr am Freitag bringen, sondern am Montag. Das hat eigentlich zwei Gründe. Zum einen den logischen Grund, weil halt Splatfest ein Wochenende sind, deswegen macht am Freitag in der Folge bringen eigentlich gar keinen Sinn. Wenn Montag, wenn halt schon dann gerade frisch alles vorbei ist. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, hat ein bisschen damit zu tun, dass er künftig wieder ein bisschen mehr so Let's Test, Let's Show Parts machen will. Also quasi ein Video dann pro Spiel oder ein Review oder irgendwie sowas in der Art. Und sowas bringt es eigentlich mehr am Freitag zu machen, aber dann könnte ich halt nicht, wenn ich am Freitag bereits Splatoon bringe. Ups. War ganz kurz abgelenkt. Dann müssen wir irgendwie doch schon irgendwie 3 Folgen am Freitag bringen, das will man irgendwie auch nicht. Aus logischen Gründen, sag ich jetzt mal. Und deswegen diese Änderung, also ich mal was wir tun. Jetzt muss man ein bisschen gucken. Okay, noch mitgenommen. Sehr schön. Also Kalligraph macht hier schon Spaß. Auf so einer Map, meine ich jetzt. Also lustigerweise immer die Vierer-Kombi bin. Also im Vierer-Team meine ich halt. So, jetzt ich bleibe mal vorsichtshalber hier hinten. Genau deswegen. Erstmal ganz kurz die Seite. Hä? Hier war doch gerade einer. Creepy. Schon noch einer. Mist. Hätte ja funktionieren können, der Trick. Aber ja, wenn es halt ein Blaster ist, ist es schwierig. Moment. Wieso wurde es nicht reset? Ah, weil es zum selben Team war, okay. Das waren gerade 2 vom gelben Team. Der eine war halt nur irgendwie ein paar Sekunden dran, der andere ein bisschen länger. Ah, deswegen wurde es zusammengezählt. Okay, verstehe. Okay, müssen wir jetzt aber, wenn jetzt nichts mehr schief läuft, müssen wir aber gewinnen, trotz allem. Schade. Den hätte ich jetzt noch geholt.
Ja, sie haben das Summiere-Ding bekommen. Aber hier gewonnen haben wir trotzdem wir. Yeah, 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 ich winke. Yeah, yeah, ich winke. Yo. Digi, was geht ab? Also ich glaube, solange es mit dem Kalligraph weiterhin so gut läuft, behalte ich mir den mal, wa? Jetzt sonst gesagt, dass ich vielleicht eher mal auf den, na, wie ist die Waffe schon wieder? Nicht aufs Katana, einen anderen. Den Scheibenwischer. Dass ich auf den wechseln würde oder halt auf eine Eimer-Variation. Von denen haben wir auch ein paar. Einfach immer alles schön platt machen. Bingo. Und schon beginnt der Fight. Let's fight the fight. Die Musik. Oh, ein Zweierteam, sehe ich erst. So, erstmal einen Anfang einfärben. Glaube ich hier ganz besonders wichtig, weil ja, nachher geht es dann vor allem in Nahkampf über. Oh, jetzt können wir einer spawnen. Was zum? Oh, das sind zwei solche. Insgesamt gehen sogar drei von denen. Okay, gut, aber ich sag's mal so. Wenn wir dafür einmal da ran sind und die haben. Jetzt kommt es ein bisschen drauf an, wie koordinieren sie sich. Ja, wenn sie nur ganz schlau machen, aber gar keine Chance mehr. So, das kannst du von mir aus da oben bleiben, solange du willst. Na. Ja, wir haben einen bekommen, aber der Sieg ist gerade das Problem. Beide von uns down. Ah, fuck. Ja, das ist jetzt eben, wenn die halt alle relativ gut positioniert sind, da kommst du bei den Gatling-Typen nicht mal vorbei. Keine Chance. Mist, da können wir vielleicht kurz rein.
sag's mal so, ich glaube, der Pinsel ist im verteidigenden Team gut, wenn du noch ein bisschen Support hast. Im Angreifer-Team, wo wir jetzt gerade waren und eben die anderen halt so viele Gatling-Dinge haben, vor allem auf der Map, da kommst du nicht vorbei. Da ist so viel freie Fläche, du bist überall gerade sichtbar. Und vor allem jetzt, wo ich kein Ding drauf habe, sag schnell, kein Tinten-Ninja. Ist echt nicht so einfach, Freunde. Ja, und den mit dem, ja, da kann ich halt, die Spezialwaffe zu steuern hier ist noch ein bisschen mühselig. Versuchen wir noch mit dem. Sind zwar auch schon bei 20 Minuten, also allzu lange mache ich jetzt auch nicht mehr. Vielleicht erreichen wir noch das nächste Level. Vom super Zartbitter-Fan zum glorreichen Zartbitter-Fan. Und danach zum ultimativen Zartbitter-Fan. Na gut, das schaffen wir nicht mehr heute. Ist auch schon der letzte Tag. Logischerweise, sonst hätten wir keine Dreifach-Matches. 3 Farben. Du. Na, Spiel, na. Gib mir Gegner. Gib mir Gegner. Na gut, jetzt kann ich ganz kurz was trinken. Das dauert eh noch. Dauert echt, wa? Krass. Ah, jetzt. Klar. Jetzt, wo ich die Ansicht gewechselt habe. Okay. Wir sind der Verteidiger. Beziehungsweise Angreifer, Entschuldigung. Mit den Vollmilch-Dudes. Gegen die Pseudo-Schoko-Fans, die gar keine Schokolade-Fans sind. Die mögen nur Milch und Zucker. Ja gut. Da wäre ehrlich, wer mag das nicht, wa? Gut, beim Thema Milch kann man sich natürlich überstreiten, aber ich sage jetzt einfach mal, egal welche Milchsorte. Sag mal. Ich habe schon gewundert, wieso der andere Typ ihn da angegriffen hat. Ich war da voll vorne, ich habe ihm voll Rückendeckung gegeben, alles. Sag mal, wer greift denn da an da oben? Ja, so, da bringt nichts, Kumpel, den kannst du nicht zerstören. Aus hätten es geändert, aber dann bin ich sauer. Oh fuck. Wie gemein, uns einfach anzugreifen. Ah, sind schon beide weg, okay. Entschuldigung. Und tschüss. Wir sind irgendwie immer voll weg, war die anderen, die roten, also die Vollmilch-Dudes, die überleben länger. Die schicken irgendwie auch ihre Dinge gegen uns. Also voll fies, meine, da wären ein Team.
Also alle 4 halt. 4 gegen 4. Ah nein, wir haben die Weißen gegen uns. Und die Vollmilch-Dudes auch noch. Ja, die Vollmilch-Dudes. Die haben uns halt auch voll attackiert, weil sie immer ihre Spezialwaffen in uns geschickt haben, in unser Areal. Ich meine, klar, es ist 4-2, aber eben, ich meine, hier auch wieder. Eigentlich haben sie gewonnen, trotzdem sind wir auch auf dem Treppen. Gut, wir machen natürlich unsere eigentliche Pose nicht, weil, aber so von wegen, ja, gut, wir haben gewonnen, aber ihr seid die Sieger. Hä? Creepy. Naja. Wir haben einen geholt, das ist doch sehr schön. Surimi-Signal nehmen noch, genau. Perfekt, Freunde. Ja, muss man sagen, das war's hier für heute bei Splatoon 3 mit der Ausgabe zum Splatfest. Die Frage, welcher Schokotyp bist du? Zartbitter, Vollmilch oder weiße Schokolade? Jo, wer gewonnen hat, das werden wir in den nächsten Tagen erfahren, oder haben es bereits erfahren, in dem natürlich, wann ihr diese Folge seht. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Splatoon 3 natürlich. Bye bye.